Kommst du eine Runde mitdrehen im Rolls-Royce oder was? Ich versuche gerade ein bisschen Sonne zu tanken. Ja, brauchst du, bis weiß. Ganz blass um die Nase. Was geht denn, Leute? 11 Uhr haben wir. Gestern bis 4 Uhr gespielt. Ich war erst so gegen, also knapp, sagen wir mal so 5 Uhr war ich erst im Bett. Eigentlich so 20 vor 5. Aber bis ich eingepennt bin und so weiter, 5 Uhr. Ja, die Kids haben mich dann um halb 10 wieder geweckt und ja, direkt geduscht. Banane-Check, Pre-Workout-Check. Ich habe ein bisschen Pre-Workout getrunken heute Morgen auf leerem Magen, was nicht so schlau war. Also falls ich gleich auf den Tisch kotzen sollte, dann wisst ihr wieso. Außerdem habe ich eben einen Kommentar oder einen Post von einem Kumpel hier aus Vegas gelesen bei Facebook. Der hat irgendwie immer regelmäßig auf Facebook seine Results gepostet, ähnlich wie der Andy P das macht auf, bei Instagram. Ich habe oft mit ihm Online-Turniere gespielt und viele Satellites gegrindet und so weiter. Ich weiß so ein bisschen, was bei dem so abgeht, spielerisch, wie er drauf ist und Bankroll-mäßig und so weiter. Und der hat halt gepostet, dass es ihm nicht so gut geht, mental, vor allem weil er seine Ziele nicht erreichen konnte und vom Pokern leben wollte und so weiter und seine Freunde und Familie und sogar seine Partnerin alle dagegen sind, dass er Poker spielt, obwohl er eigentlich Winning Player ist. Ja, und deswegen konnte er eine ganze Zeit lang halt nicht wieder zurück an die Tische und mental hat es ihn total runtergezogen, dass keiner auf seiner Seite ist. Ist halt mega scheiße, wenn man keinen Support hat. Ich kenne das leider aus eigener Erfahrung. Ich habe auf jeden Fall unter seinem Post kommentiert und gesagt, dass er darauf scheißen soll, was andere über ihn oder über das, was er macht, denken. Er soll einfach sein Ding durchziehen. Gott hat ihm was Besonderes gezeigt, was er nicht jedem gezeigt hat. Also er muss seinen Weg gehen und das machen, was ihn glücklich macht. Da kann er nicht auf andere hören. Das rate ich euch genauso, egal in welchem Bereich, ob es jetzt Poker ist oder ob ihr euch selbstständig machen wollt. Das gilt in allen Bereichen. Niemals von anderen beeinflussen lassen, Leute. Immer eigene Ding durchziehen. Ist fast wie in Köln hier, Leute. Alle tragen Kostüme und so. Wie zu Karneval. Session im Aria mit einem Plus von $350 beendet. Und um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wie wir überhaupt Plus sein können in dieser Session, denn ich habe keine einzige Hand gewonnen. Ich komme an und sehe noch einen Fisch von gestern, gegen den ich gestern schon die ganze Zeit verloren habe. Also ich konnte keine einzige Hand gegen den gewinnen. Und das ging dann direkt so weiter. Ich setze mich hier und der hat die ganze Nacht durchgemacht. Also ich dachte mir so, okay, ich habe ein paar Stunden geschlafen, ich bin frisch geduscht und so weiter. Jetzt kann ich ihn auseinandernehmen. Ging dann aber direkt in die Hose. Ich habe irgendwie so 3-4 Mal irgendwie so gedreibettet und jedes Mal verloren. Pocket 8er gegen den verloren. Da raced er mich am Turn. Bluff raced einfach mit Dame hoch, kein Draw, nix. Und hat Dame Bube und kommt ein Bube halt auf dem River. Ständig so ganz komische Hände gegen den verloren. Oder ich Open Raise König 10 Preflop und krieg 4 Caller. Dame Bube 9. Flop halt die Straße. Ich bette Flop, kriegt nur einen Call von dem Kollegen, der Fisch, der die ganze Nacht durchgemacht hat. Turn kommt eine Dame, ich bette nochmal und River kommt noch eine Dame. Er hat Bube 6 in der Hand und macht halt Full House einfach so. Und der hat doch ständig rumgeblufft und so weiter. Also für mich war das eigentlich ja, klar, also dass ich irgendwann mal seine Chips gewinnen werde und musste einfach nur auf die Gelegenheit warten. Dann floppe ich halt mal in die Straße und krieg trotzdem aufs Maul. Irgendwie haben wir es doch noch geschafft, dann aber endlich ein All-In gegen den zu gewinnen. Auch wieder ganz komisch. Er limpt am Button. Ich sitze im Big Blind mit Buben. Ich raise auf 25, er callt. Und der Flop kommt 10 hoch. Ich bette Flop, er call. Turn check ich, er bettet ziemlich groß. Ich calle und River geht da All-In. Und ich calle halt mit den Buben. Und er zeigt halt Ass Dame. Das war eine leckere Hand. Aber nach dieser Bubenhand habe ich einfach nichts mehr gewonnen. Da war einmal Ass König zum Beispiel, Open Raise ich, kriegt 2 Caller. Flop kommt alles Spades. Ich habe Ass König Offsuit, aber mein König ist ein Spade. Flop checken wir rum.
Turn kommt jetzt noch ein Spade, also liegen da jetzt 4 Spades. Big Blind bettet $35. Ich call die 35 und zu meiner linken callt die 35 auch. River kommt jetzt noch eine 3, also Board pairt sich. Da liegen jetzt 4 Spades und Board pairt sich. Und er bettet einfach $1000. Das sind nicht mal $100 am Pot oder so. Er bettet $1000, ich halt Snap Fold. Und der links neben mir foldet Ass. Der hat einen Nut Flush hat er gefoldet. Und der Otto dreht dann Straight Flush um. Ja, hätte er irgendwie vernünftig gebettet, irgendwie 200 oder so meinetwegen, dann hätte er vielleicht sogar noch einen Call von mir bekommen, aber auf jeden Fall einen Call von dem Nut Flush. Aber ich beschwere mich nicht, Leute, $350 sind $350. Ein bisschen was von dem zurückgeholt, was wir gestern verloren haben. Ich bin auch froh, dass ich nochmal zum Strip gekommen bin. Ich wollte eigentlich heute Pause machen, aber da die Kids morgen Geburtstag haben, denke ich mir, ist vernünftig, morgen einfach mal Pause zu machen, den ganzen Tag mit den Kids verbringen und zusehen, dass sie einen ganz tollen Tag haben. Jetzt geht es aber erstmal nach Hause. Und dann nehme ich euch gleich nochmal mit zum Trick or Treaten. Da kommt noch mein Schwager mit dazu, glaube ich. Und der Dustin, der hat früher auch bei HD Poker gearbeitet. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch. Der etwas dickere, kräftigere, hat früher lange Haare gehabt und so. Und ja, der wird auch bald Papa. Und der wohnt sogar bei mir um die Ecke. Also vielleicht seht ihr den demnächst öfter. You ready? Thank you. Dustins Frau hat sich als Grinch verkleidet, damit keiner sie erkennen kann. Die hat so ungefähr die Größe von einem 10-Jährigen. Also sammelt sie auch Schokolade ein. Otto hat auch Kostüm an. Floor is voting Trump because of course, right? I broke you! How is this possible? I will give you some justice. There you go. Das geht, Leute. So Leute, mittlerweile wieder zu Hause und mein Vlog ist schon fast fertig geschnitten. Muss nur noch das hier aufnehmen. Und zwar wollte ich euch noch die Oktober-Results mitteilen. Wir haben jetzt den ganzen Monat durchgegrindet. Jetzt gibt es die Zahlen, also so sieht der Graph aus. Kann man hier nicht sehen, ich blende es einfach ein. So sieht der Graph aus. Und ja, wir haben 117 Stunden gespielt, was schon mal mehr ist als letzten Monat. Letzten Monat haben wir nur 100 gespielt. Und wir sind $3.801 plus. Ja, wir wären viel mehr plus gewesen, wenn wir nicht diese eine Minus-Session hatten, diese $2.600, die wir vor ein paar Tagen verloren haben. Aber ja, so ist Poker nun mal. Ich wollte mich auf jeden Fall bedanken bei allen, die zugeschaut haben und den ganzen Monat lang gefolgt haben, Leute. Auch vor allem wegen diesen ganzen On- and Off-Geschichten, also mal ein Jahr gevloggt, dann wieder nicht und jetzt wieder zurück, dass so viele von euch immer noch da geblieben sind und weiterhin folgen. Ich kriege immer wieder Kommentare, ich bin Follower seit Vlog Nummer 1 und so weiter. Und ist auf jeden Fall mega schön. Wie gesagt, ich freue mich auch jeden Tag über eure Kommentare. Ich lese mir die als allererstes, wenn ich wach werde, ziehe ich mir alle Kommentare rein, die unter dem Video gepostet wurden, was ich am Vortag halt hochgeladen habe. Vlogs geht aber auf jeden Fall weiter, Leute. Ich werde nicht aufhören. Vielleicht nicht daily. Da wird es Tage geben, wo ich halt einfach mal nicht spielen gehe oder wo ich mal eine Pause brauche oder so. Aber ich werde so gut es geht euch mitteilen, wie mein ganzer Monat so abläuft. Auch wenn die Vlogs nicht mehr daily kommen, werde ich euch die Zahlen raushauen. Am Ende des Monats wird es die Results geben. Und ja, ihr bekommt weiterhin so mit, wie mein Leben als Pokerspieler hier in Vegas abläuft. Und die ganzen Auto-Updates und so weiter werdet ihr auch noch mitbekommen. Also ja, wer das Ganze nicht verpassen will, auf jeden Fall abonnieren, Leute. Das würde mich mega freuen. Denn ich möchte natürlich, dass dieser Channel hier wächst. Sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Ich würde mich außerdem auch über einen Kommentar und ein Like freuen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out.